Guten Morgen und willkommen zurück auf meinem Channel. Also, jede Frequenz, wenn man jetzt wacker geht, dann drückt den über eine halbe Stunde lang den Snooze-Button und Platz einfach direkt den Arsch zu helfen. Dann muss ich ganz schnell machen, für eben keine mal Zeit, auf die Arbeit zu kommen, auf die Uni zu kommen oder an die Schule zu kommen. Was möchte ich dann meistens? Ja, es frühstückt eh nicht daheim. Es hält den sich vielleicht einfach ein Stück Obst to go oder einfach ein Kaffee to go beim Fischer oder sonst irgendeinem Bäcker oder irgendein Croissant für vielleicht auch nur noch können zu essen. Aber am Anfang sind sie nicht wirklich dahin und das ist der relax sein Frühstück. Heute erkläre ich euch mal 3 Tipps, wieso es eigentlich wichtig ist, morgens zu frühstücken. Und ich weise euch nur auch 3 ganz schnelle Frühstücksvarianten, die alle Nährwerte enthalten, die da morgens braucht, um gut durch den Tag zu kommen, die ganz sehr gehen und die für allem mega lecker schmecken. Voilà, ich meine, mehr muss ich nicht sagen, fangen wir an. Voilà, den ersten Grund, wieso ein eigentlich Frühstück nicht soll auf der Seite lassen, ist, dass es einfach ein bisschen mehr gesund bleibt. Und zwar erstens mal, morgens hat der Körper also seinen ganzen Energiespeicher, also seinen ganzen Flüssigkeitsspeicher schon allgemein übernutzt. Du, wenn es braucht, der Körper morgens so etwas für darin können abzufüllen. Das ist entweder anhand von einem Tee, von einem Kaffee, oder keine Ahnung, Jus, Milch, was auch immer, oder eben Magerquark, Smoothie oder so Sachen, wo Flüssigkeit viel enthalten, respektive auch einen Energiespeicher für den eben abzufüllen, eben mit Essen, in Form von Kohlenhydrate, Fette und Proteinen, weil Kohlenhydrate sind meist wichtig, für dass der Körper gut geht, also kann schaffen. Fette sind eben auch wichtig für unsere Stoffwechsel. Ich soll mal gut Fette vielleicht einfach mit zu vereinfachen. Ich meine nicht die Fette, die man aus dem Croissant kriegen, zum Beispiel, mit einfach Fette, die man zum Beispiel aus Nüsse kriegen muss, frei also Müsli eben. Und eben auch Proteine für eben, dass als Muskeln auch direkt fit sind und präzise für durch den Tag zu kommen. Der zweite Grund, wieso man Frühstück muss nicht so auf der Seite lassen, ist also Stoffwechsel. Für alle, die probiert aufzuholen, am Normalfall einfach nicht konkurmäßig gesehen, wenn den einfach mal aufholen, können die viel besser durch den Tag, ohne hier zu dazwischen so eine ganz krasse Kreuze kriegen, wo ihn egal was, also stopft, wo ihn dann an den Automat geht, sich über Liste hält, weil der dem besonders weil den eventuell doch findet. Oder einfach so Schokorosinen findet, weil den denkt, okay, die Schokolade wird schon nicht so schlimm sein, dann wenigstens ein paar Korinthen oder so. Aber voilà, wenn man morgens Frühstück, das heißt mit Kohlenhydrate, Fette und Proteinen, eben noch mit genug Ballaststoffe, kommt ihr an ihren Körper viel besser durch den Tag und ihr vermeidet eben auch, dass ihr um 19 Uhr so eine mega Krüll kriegt und dann ist egal was sicher geht. Endeffekt führt dann zu einer vielleicht ein bisschen mehr höherer Kalorienbilanz, das heißt, die holt dann auch nicht mehr so gut auf. Und ja, ihr Körper hat mehr davon, wie gesagt, wenn da eben morgens Frühstück und ein bisschen mehr relaxed den Tag angeht, wie wenn da schon eine halbe Stunde zu spät sind und nicht mehr könnt essen. Voilà. Und der dritte Grund, wieso ich Frühstück morgens nicht so auf der Seite lassen, ist eigentlich nicht wirklich ein Tipp, mehr einfach meine persönliche Erfahrung und was ich den Leuten eben auch mal auf den Weg gehen. Los zum Beispiel, wo ich arbeite, und ich mir auch angewöhnt seit ein paar Wochen, mich morgens wirklich dahin zu setzen und zu frühstücken, mich nicht mehr zu stressen, dass ich einfach mal 10 Minuten echt aufstehen. Wir können auch mein Frühstück zu machen und eben auch dann mal zusammen daheim mit meinem Partner zu sitzen, also mit Gilles. Und ja, einfach mal relax Kaffee zu trinken, wie der da gut Lützeburg sieht, für auch viel mehr relaxen Tag anzufangen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich morgens daheim esse, sind ich schon viel mehr relax drauf, für durch den Tag zu kommen. Mein Morgen fängt schon viel besser an, weil ich mir, wie gesagt, neues Zeit geholt habe, ich habe relax mein Frühstück gemacht, ich habe mich dahinter gesagt, mit meinem Partner gehe, so ein bisschen geschwärzt, habe und den ein oder anderen YouTube-Video während dem rausgezogen von YouTuber, die ich followen und ja, so fängt der Tag nicht gemerkt, viel besser an und ich stehe nicht auch mal und Herz, ich muss Zeit zu holen, die wird gesehen, am Tag fängt viel mehr relax an und es sieht auch viel mehr ausgeglichen, wie wenn der morgens schnell auf der Arbeit oder während dem Autofahren Kaffee trinkt. Das habe ich nämlich auch gemacht, schon lange mein Frühstück am Anfang auf flüssiger Form gemacht, Smoothie, und der während dem getrunken. Ich kann nicht so, das schmeckt bei weitem besser, wenn ich daheim relax esse, wie wenn ich mich während dem Autofahren und der Straße nicht zu sabbeln, weil ich ja sonst keine Kleider nie dabei. Ja, voilà. Das waren mal mit meinen 3 Tipps. Schau ich mal einfach mal rüber und ich weiß nicht, was ich morgens zum Beispiel essen, respektive weder das kann ein bisschen wandeln.
An eng einer Variante, die de zum Beispiel mo immer ist an die auch ganz gut aus für den Dach zu starten. Also fängt man mal an. Zum Schluss, wann dann wirklich mal kein Frühstück aufkriegt, dann zwingt er auch nicht dazu. Guckt einfach, dass er mal aber wenigstens etwas trinkt, zum Beispiel einen Tee oder wenigstens vielleicht auch einen Kaffee, ein bisschen Milch, eben noch Kalzium dran, also noch minimal Proteine. Voilà, aber wenn du ganz schnell muss gehen, dann kann er ja die Smoothie machen, den ich schon gewiesen habe. Du hast alles drauf, was er braucht, für eure Flüssigkeitsspeicher zu füllen. Kohlenhydratspeicher, Fettspeicher, Proteinspeicher, alles, Energiespeicher, alles zu füllen, für das er gut durch den Tag kommt. Mir auf jeden Fall zwingt er, wenn er Mäusen drauf kriegt, dann ist es eben so, da packt er einfach einen gesunden Snack an, den er um 19 Uhr könnt essen, wenn er eben ein Krö in dem Moment hat und unbedingt etwas braucht für das Knabbern. So, das war doch schon mal diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr könnt etwas mit den 3 Frühstücksvarianten, die der Gilles und ich essen, einmal aufhängen. Ich hoffe, sie schmecken erst. Wenn ihr noch Fragen habt zu Frühstücksideen zum Beispiel, könnt ihr mal gerne schreiben. Vielleicht soll ich ja noch ein Video machen, dann sagt man einfach Bescheid. Ob da du Frühstück aus mittags essen oder oben essen oder auch halt so Snacks, wenn ihr gerne habt, das Video darüber machen. Da schreibt mir einfach hier drin oder eben auf Facebook, Snapchat, Instagram. Da findet ihr mich natürlich auch und da könnt ihr mich ganz gerne kontaktieren. Das war von meiner Seite aus, von der euch gefällt, natürlich liken. Nicht vergesst, Channel zu abonnieren, für den Rest nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Mal. Ciao!